Die Schweiz hat 2022 für über 2 Milliarden Franken von den USA Raketen bestellt. Jetzt verdoppeln die kurzerhand den Preis und sagen, liefern können sie übrigens trotzdem jetzt noch nicht. Und wenn dann genau, bleibt unklar. Wo die Schweiz aus Trotzreaktion die Vorauszahlungen stoppt, holen sich die Amis das Geld unverschant von einem anderen Auftrag. Und weil es dort jetzt fehlt, muss die Schweiz nachblechen. Sonst droht das andere Geschäft bachab zu gehen mit einem riesigen Verlust. Und wer muss dafür blechen? Die Schweizer Steuerzahler. Ciao zusammen, von Gunter hier. Herzlich willkommen zur heutigen Recherche. In diesem Video schauen wir mir an, was genau schiefgelaufen ist mit dem US-Raketendeal und was jetzt noch zu retten ist. Lassen wir los! Vollgas! Die ganze Geschichte fängt Ende 90er Jahre an. 1999 nimmt die Schweizer Armee ihr letztes Langstrecken-Luftabwehrsystem ausser Dienst. Die sogenannte Bloodhound-Lenkwaffe. Konkret bedeutet das, wer die Schweiz aus grosser Reichweite mit Flugzeugen oder Marschflugkörpern angreift, wird vom Boden aus nicht mehr abgefangen. Nur noch Kampfflugzeuge von der Luftwaffe können diese Aufgaben übernehmen. Und das auch nur, solange die Flugzeuge noch starten können. Über 20 Jahre lang hat die Schweiz diese Lücke. Sie wird zwar gäng wieder disputiert, aber nie geschlossen. Erst 2017 nimmt der Bundesrat das Thema neu auf. Er startet das Programm Air 2030. Air 2030 besteht aus 2 grossen Aufträgen. Erstens 36 neue Kampfflugzeuge zum Ersatz der alten FA-18 und F-5 Tiger. Und zweitens ein neues bodengeschütztes Luftabwehrsystem mit grösserer Reichweite. Am 30. Juni 2021 legt der Bundesrat fest, was er gängeln will. Beide Aufträge werden in die USA vergeben. Beim Kampfjet wird der F-35A von Lockheed Martin. Bei der Luftabwehr werden es 5 Einheiten vom Patriot System von Raytheon. Verantwortlich für diesen Entscheid war damals die Verteidigungsministerin Viola Amherd. Sie sagt dann klipp und klar, Patriot habe bei der Wirksamkeit markant besser abgeschnitten als der europäische Mitbewerber aus Frankreich und Italien. Die Frage, wie abhängig sich die Schweiz mit rein US-Lieferanten macht, war kein Hauptkriterium. Genau dieser Punkt wird später noch wichtig. Am 16. Februar 2022 beantragt der Bundesrat vom Parlament die nötigen Verpflichtungskredite. Für die F-35 Kampfjets genehmigt das Parlament 6 Milliarden Franken. Für die Patriot-Raketen oder das Luftabwehrsystem sind es 1,97 Milliarden Franken. Spannend ist jetzt, wie die Schweiz das Patriot-System überhaupt kauft. Nämlich nicht direkt vom Hersteller Raytheon, sondern über ein US-Regierungsprogramm mit dem Namen Foreign Military Sales, kurz FMS. Konkret bedeutet das, die Schweiz schliesst den Vertrag mit der US-Regierung ab. Und die US-Regierung schaut dann selber mit Raytheon. Die Schweiz hat keinen direkten Vertrag mit dem Hersteller. Das ist der entscheidende Punkt im ganzen Drama, das später passiert. Mit der Armeebotschaft 2022 kauft die Schweiz also das Patriot-Grundsystem. Die Abschussrampe, das Radarsystem, die Kommandozentrale und eine erste Sorte Lenkwaffe, die PAC-2, gegen Flugzeuge und Marschflugkörper. Ein Jahr später, mit der Armeebotschaft 2023, kommt eine zweite Munitionssorte dazu. Die PAC-3 MSE, speziell für ballistische Raketen. Mit dieser Nachbestellung steigt das Gesamtvolumen auf 2,3 Milliarden Franken. Zusammengefasst, eigentlich hätte das Patriot-System zwischen 2027 und 2028 in die Schweiz kommen sollen. Aber dann ist die Welt eine andere geworden. Zuerst kommt der Krieg in der Ukraine. Daraufhin rechnet das Bundesamt für Rüstung mit Mehrkosten bei dieser Patriot-Bestellung von rund 50%.
Also das Ganze sollte jetzt etwa 3,45 Milliarden Franken kosten. Im Frühling 2025 eskaliert der Iran-Krieg. Die USA und ihre Verbündeten verschießen allein in diesem Konflikt über 1200 Patriot-Lenkwaffen. Konkret bedeutet das, die US-Lagerbestände sind so gut wie leer. Die Nachfrage nach Patriot weltweit explodiert. Die Golfstaaten, Israel, die Ukraine, alle wollen Patriot-Systeme. Sofort und in grossen Mengen. Die Kosten schiessen noch mehr ab. Am 12. Mai 2026 berichtet der Tagesanzeiger basierend auf mehreren Quellen im Verteidigungsdepartement, die 5 Patriot-Systeme könnten die Schweiz neu bis zu 4,6 Milliarden Franken kosten. Doppelt so viel wie ursprünglich abgemacht. Da hat es mich untergenommen, was das konkret für einen Steuerzahler bedeutet. 4,6 Milliarden Franken, das sind etwa 530 Franken pro Schweizer Haushalt. Nur für 5 Luftabwehrsysteme. Aber die Konsequenzen gehen noch weiter. Der Bundesrat plant ab 2028 für 10 Jahre eine Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0,8%, um die Armeefinanzierung sicherzustellen. Zu dieser Mehrwertsteuererhöhung komme ich später noch einmal zurück. Das Eintüpfchen ist aber jetzt, selbst wenn wir jetzt drastisch mehr zahlen für die Raketen, eventuell kommen sie dann gleich nicht. Im Originalvertrag von 2022 ist die Sache klar geregelt. Die Lieferung soll im 2026, also das Jahr, anfangen. Alles geliefert soll es im 2028 sein. Voll einsatzbereit ab 2030. Dann ist das Geschäft aber auf die schräge Bahn geraten. Erstens, wie wir jetzt wissen, wegen dem Krieg in der Ukraine. Im 2025 meldet sich das US-Verteidigungsdepartement beim VBS. Die USA haben ihre Prioritäten neu gesetzt. Wer eigene Patriot-Bestände an die Ukraine abgibt, wird zuerst mit neuen beliefert. Die Schweiz, die das gar nicht machen kann, weil sie noch gar keine hat, rutscht darum in Warteschlangen nach hinten. Der Rüstungschef, der Urs Loher, fliegt in die USA. Er kommt zurück mit einer schlechten Nachricht. Die Verspätung betrage 4 bis 5 Jahre. Im 2026 bösen es noch mehr. Wegen dem Iran-Krieg teilen die USA mit. Es gäbe jetzt 5 bis 7 Jahre Verzögerung. Im Fall. Voll einsatzbereit sind dann die Patriot-Systeme in der Schweiz erst ab 2036. Oder noch später. Konkret bedeutet das, die Ukraine kommt zuerst, weil das so politisch gewollt ist. Die Golfstaaten kommen zuerst, weil sie nach dem Iran-Krieg ihre Arsenal wieder auffüllen müssen und massiv bestellen. Israel kommt zuerst, weil die als enge US-Verbündete Priorität genießen. Und dann, irgendwann, in der Warteschlange ganz hinten, wartet die Schweiz. Während das Patriot-System bis auf Weiteres auf sich warten, baut die Schweiz auf dem Waffenplatz Emmen ein neues Patriot-Ausbildungs- und Trainingszentrum. Kostenpunkt 42 Millionen Franken. Bis Ende 2026 soll es fertig sein. Und eine erste Gruppe von Schweizer Ausbildner sind bereits in den USA und machen dort eine Patriot-Ausbildung. Die Schweiz trainiert also schon Personal und baut Ausbildungsgebäude für Raketen, die wir so schnell gar nicht bekommen. Die Schweiz hat nach der ersten Verzögerungsmeldung wegen dem Ukraine-Krieg reagiert und macht etwas Naheliegendes. Im Herbst 2025 stoppt das Verteidigungsdepartement die laufenden Patriot-Zahlungen an die USA. Ich denke, die Idee dahinter war einfach. Wer nicht liefert, bekommt auch keine Kohle. Aber man hat es hier nicht mit dem lokalen Handwerker zu tun, sondern mit dem grossen Bruder USA. Das Problem ist, und das habe ich im ersten Kapitel angetönt, dass die Schweiz das Patriot-System nicht direkt von Raytheon, sondern über die US-Regierung kauft. Konkret bedeutet das, alle Schweizer Rüstungszahlungen in die USA landen scheint auf einem einzigen Konto. Das nennt sich Trust Fund. Auf das Konto fließen einerseits Zahlungen für die Patriot-Raketen, aber auch Zahlungen für die F-35 Kampfjets.
Was die Schweiz nicht weiss, oder zumindest nicht erwartet, die USA zapfen einfach das F-35-Geld an und brauchen es, um die ausbleibenden Patriot-Zahlungen zu decken. Der Rüstungschef Urs Loher bestätigt das. Auf Druck der US-Behörden darf er den genauen Betrag nicht sagen. Er sagt nur, es handle sich um einen tiefen, dreistelligen Millionenbetrag. Und er hängt fast noch resigniert hinter dran. Die Machtverhältnisse sind ziemlich klar. Im Schweizer Parlament gibt es zu diesem Vorfall etwas Seltenes. Die SVP, die FDP und die SP sind sich einig. Alle drei Parteien finden das schlimm. Was MOF aufstösst, was die USA da machen, ist rechtlich völlig in Ordnung, weil es so im Vertrag stehe. Mir bleibt nur die Vermutung, entweder hat das Verteidigungsdepartement diese Klausel überschaut oder es hat sie damals akzeptiert, ohne die Konsequenzen durchzudenken. Bekannt ist auch noch ein anderer Punkt. Weil die USA das F-35-Geld zu Patriot umleiten, fällt es plötzlich auf der F-35-Abrechnung. Ende 2025 muss die Schweiz mehrere Dutzend Millionen Franken extra überweisen, um diese Lücke wieder zu stopfen. Sonst hat man dann auf einmal die Kampfjet-Bestellung und all die Anzahlungen auch noch verloren. Zusammengefasst könnte man sagen, es geht nicht nur um nicht gelieferte Raketen. Es geht auch darum, dass die Schweiz keinen wirklichen Hebel hat. Nicht einmal beim eigenen Geld. Was bleibt der Schweiz also für Optionen? Das wollte ich noch als nächstes wissen. Der Vertrag von 2022 hat dann zumal die Viola Amherd unterschrieben. Auf dem Tisch von Bundesrat Martin Pfister landet jetzt ein Dossier, das er selber nicht aufgeleistet hat. Pfister muss jetzt alles die Suppe auslöffeln. Und das wird auch nicht einfach. Bei meiner Recherche habe ich mir die Frage gestellt, was kann man jetzt überhaupt noch machen? Diskutiert werden 3 Möglichkeiten. Und jede hat einen Haken. Option 1, festhalten am Patriot-Vertrag. Die Schweiz zahlt am Schluss auch bis zu 4,6 Milliarden Franken. Dafür bekommt sie 5 Patriot-Systeme. Hoffentlich vollfertig ab 2036. Der Haken, auch dieser Termin, ist nicht in Stein gemeißelt. Vor einem halben Jahr war von 2030 die Rede, heute von 2036. Wer garantiert, dass es da dabei bleibt? Option 2, den Vertrag abbrechen. Bis Herbst 2025 hat die Schweiz für die Patriot-Systeme bereits rund 750 Millionen Franken an die USA überwiesen. Wie viel davon zurückkäme, kann niemand sagen. Der Bundesrat Pfister selber sagt offen, wir verhandeln derzeit alle möglichen Optionen mit den USA. Dazu gehört auch ein mögliches Abbrechen. Zu welchen Konditionen, das weiss er aber noch nicht. Option 3. Patriot behalten und dazu ergänzen. Das ist die Variante, die der Bundesrat momentan dran bügelt. Bereits Anfang März 2026 hat der Bundesrat beschlossen, ein zweites Luftabwehrsystem zu prüfen. Eins, das aus Europa käme. Der Haken bei dieser Option, das wäre auch die teuerste Lösung. Patriot zahlen und ein zweites System noch oben drauf hoch. Niemand weiss genau, wie das dann finanziert werden soll. Das heisst, ich habe eine Vermutung. Da kommt jetzt die Mehrwertsteuer wieder ins Spiel. Der Bundesrat plant ab 2028 eine Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0,8%. Das soll während der nächsten 10 Jahre gelten. Offiziell heisst es zwar für die ganze Armeefinanzierung, nicht spezifisch wegen dem Patriot-Raketendebakel. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Das auf 10 Jahre befristet, sollte man gescheiter auch nur ein Säuferleichen ziehen. Weil es gibt ein schönes anderes Beispiel. Die Mehrwertsteuererhöhung für die Bahninfrastruktur hat auch bis 2030 befristet sein. Und ist jetzt aber gerade bis 2045 verlängert worden. Als Abschluss habe ich mich noch gefragt, wie es mit dem Patriot-System mit Hosen gegangen ist. Wie sieht es denn mit der F-35 Kampfjet-Bestellung aus? Ist zumindest dort alle Mist gekarrt?
wie ich herausgefunden habe, sieht es dort leider ähnlich schitter aus. Jetzt, die Schweiz hat nicht nur ein Patriot-Abwehrsystem bei den USA bestellt. Sie hat im gleichen Vertrag von 2022 auch 36 F-35 Kampfjets gekauft. Für 6,035 Milliarden Franken. Wir besinnen uns. Dann zumal hat Viola Amherd etwas Wichtiges versprochen. Ein Fixpreis. Die Jets werden nie mehr kosten als 6,035 Milliarden. Punkt. Im Sommer 2025 machen die USA dann aber plötzlich mehr Kosten geltend. Inflation, Rohstoffpreis und solche Sachen. Bei meiner Recherche habe ich das hier gefunden. Am 12. Dezember 2025 hat der Bundesrat öffentlich zugeben, die Schweiz könne den vertraglich vereinbarten Fixpreis nicht durchsetzen. Ja, Donnerwetter! Vor 2 Monaten, im März 2026, zieht der Bundesrat dann auch bei diesem Geschäft Konsequenz. Statt 36 Jets werden nur noch 30 gekauft. Aber man muss trotzdem zusätzliche 394 Millionen Franken Zusatzkredit nachschaufeln. Konkret bedeutet das weniger Jets und gleich alles teurer. Das gleiche Muster wie bei Patriot. Und an dieser Stelle, wie ging zum Schluss noch meine ehrliche Einschätzung. Aber zuerst noch ganz kurz Danke an alle Unterstützer. Dank euch kann ich mir all die Zeit nehmen für meine Recherchen. Weil, ihr wisst ja, Vogonten ist zu 100% unabhängig und zuschauerfinanziert. Ihr findet Spendeninfos unter www.vogonten.ch oder auch im Beschreibungstext von jedem Video. Nochmal einen herzlichen Dank an alle Unterstützer. Aus meinen Aufenthalten in den USA habe ich etwas gelernt. Die USA reden viel von Partnerschaft, von Verbündeten. Im Hollywood-Film ist Amerika gegen den grossen Bruder, der die Welt rettet. Die Realität ist eine andere. Die USA sind sich selber der beste Freund. Im Zweifelsfall kommen die eigenen Interessen zuerst. Genau das sieht man in dieser Patriot-Geschichte. Da nützt kein Klagen und kein Klönen. Das ist einfach so, wie die Amis das Spiel spielen. Die Schweiz täte gut daran, sich diesem Umstand stärker bewusst zu werden. Fair wird es nur sein, solange die USA einen eigenen Vorteil daraus zieht. Ich meine, wir hätten die Pflicht, ein bisschen vorsichtiger zu sein. Mehr Optionen offen zu behalten. Weniger Klumpenrisiko einzugehen. Egal, ob mit den USA oder der EU. Aber, was weiss ich schon? Ich habe das ja nicht studiert, als ehemaliger Badmeister. Et voilà! Dann würde ich sagen, das war es wieder mal für heute. Merci fürs Einschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Ich freue mich. Tschüss!